wie euch auf der Internet jiddishvoice.com und durch Podcast unter dem Namen The Yiddish Voice. Die Programm kommt zu euch alle Woche, schon über 2 Jahre zendlich, Mittwochabend von 7:30 bis 8:30, das heißt 7:30 bis 8:30 in Abend. Da wird ihr hören alles auf Jiddisch, Interviewen mit Künstlern, Gelernte, Schreiber, gesellschaftliche Tour und allerlei Gäste. Da wird ihr hören Musik, Lemoschel, jiddische Volksmusik, Theatermusik, Chazones, Auftritten von die Heintike und Amolike, Klezmorim und Singer. Und weiter wird ihr da hören Neues von der Welt und befragt von der jiddischer Gas. Dazu Reklames und Ansagen wegen Unternehmungen, Geschehnissen und Produkten, was können interessieren dem Jiddisch-Eulen. Ihr könnt sich mit uns verbinden durch unsere Webseite jiddishvoice.com und durch Twitter @theyiddishvoice. Lasst wissen eure Bekannte wegen unser Programm. Hört sich zu und hat eine neue. Israel Bookshop ist das Haus von dem jüdischen Buch. Wir haben eine volle Auswahl von jüdischen Schriften, religiösen Artikeln, von Bar Mitzvahs und von Davnen, für euch Bücher und Taschmes. In unser Geschäft könnt ihr kriegen alles, was ihr darf, unter einem Dach. Wir befinden sich auf 410 Harvard Gas in Brooklyn. Unser Telefon ist 617-566-7113. Noch einmal, das Telefon ist 617-566-7113. Das ist Elliot Dovek von Israel Bookshop, Brookline, Massachusetts. Wir wollen bedanken alle Customers und wünschen allen a Chag Kosher und Sameach. Wir haben eine große Auswahl von Agodois in English und Hebrew, Kaorois, Sifra Kodesh und euch Sifra Chinuch. Kommt rein und überzeugt sich. A Chag Kosher und Sameach vom ganzen Staff von der Israel Bookshop. Thank you. Das Vorwärtskoll kann man erreichen durch die Webseite yiddish.forward.com. Du ist Kobi Weizner mit Idees von Warsche. Es ist letztens herausgelost geworden ein neues Buch, Księga Wyjścia. In meiner Übersetzung Jetzies Polen. Der Mechaber, Mikołaj Grinberg, vernimmt sich mit den Jiden in Polen noch in Churden und der meluchische Pogrom im März 1968, was hat gemacht als Sof zu dem Chulem von einer beneiter jüdischer Kehille in einer sozialistisch Polen. Grinberg erzählt uns nicht kein eigene Beuchswuris. Stellt ein Mikrofon auf den Tisch und lässt die polnischen Jiden allein reden. Als man lehnt das Buch, versteht man als der größere Chilik zwischen die Nuch-Milchumendige Jiden und die Fahr-Milchumendige Jiden in Polen ist nicht nur, als die Nuch-Milchumendige sind nicht fremd. Freie, nicht kein Fremde, Zionisten, Bundisten, Kommunisten oder Stamm-Jiden sind gewähnt in Polen noch vor der Milchume. Nur Buje, kimat alle vor der Milchume haben gerät Jiddisch. Und nach der Milchume Polisch. Ich habe ein Beispiel in der eigenen Mischpuche. In unserem Mischpuche-Album befindet sich ein Bild von einem mundierten polnischen Reiter auf seinem Pferd. Der Reiter ist mein Vetter. Von hinten hat ungeschrieben eine Dedikatie auf Polisch für seine Schwester, das heißt mein Mama. Ist also, mein Bube hat gerät bloß Jiddisch und ein bisschen Polisch. Meine Mama und ihre Geschwister sind schon gegangen in die polnische Schule, aber alle haben weiter gerät an Geschmack in Jiddisch. Das heißt, als linguistische und bemeile kulturelle Identität ist gewähnt in einer großen Muss a Jiddische. Die intime Sphäre seiner ist geblieben a Jiddische. Die öffentliche Sphäre ist gewähnt sei a Polische, sei a Jiddische. Die noch milchumendige Jiden von der zweiten Saat sind schon gewähnt abgeschnitten, nicht nur von seiner Emunne,
nur euch von seiner Sprache. Linguistisch sind sie gewähnt Polacken. Der Fall ist sehr Schock gewesen so groß, wenn in Jahr 1968 hat die polnische Militia sie gepatscht in Punem und gesucht, als sie gehören nicht zu der polnischen Zwiebel. Es hat nicht geholfen, als ihre Tate Mames sind gewähnt gerät Meuchel sein, auf seine Covid und Mewattel sein in ganzen seine jüdische Identität, le Teuves der polnischen Kultur und der polnischen Militia. Heißt es, als sie haben verloren beide Welten, sei die jüdische, sei die polnische. Eine von den Frauen in dem Buch erzählt, als sie hat wie ein Kind gefragt hatte Mama, welche Sprache sie reden zwischen sich. Sie haben nicht gewollt, sie soll wissen, als sie reden Jiddisch. Und als sie ist ein Jiddisch Kind. Geantwortet haben sie, als sie reden Französisch. Später hat sie sich gelernt Französisch in Schule. Hat sie noch einmal gefragt, hatte Mama, welche Sprache sie reden. Sie hat schon gewusst, es ist nicht Französisch. Geantwortet haben sie, als sie reden Deutsch. Eine andere Frau hat erzählt, Grünbergen, als Tate Mama haben nicht gewollt, die Kinder sollen wissen, als sie haben Kräuven in Israel. Ob sie haben Kräuven in Israel, kann das Kind Chulile verstehen, als sie sind Jiden. Haben sie im Ganzen abgeschnitten den Kontakt mit der Mischpuche in Israel. Das alles hat nicht geholfen. Alle können sich polonisieren und werden akzeptiert durch ein Land, sagt sie. Alle chitz die Jiden. Nehmt lemuschel dem größten polnischen Regisseur Krzysztof Zanussi, was die Mischpuche-Sahne stammt von Italien. Keiner wird nicht sagen, als ist ein Italiener und nicht kein Polak. A Jid aber bleibt bei den Polaken a Jid. Zum Badeuern will sich maskib sein mit ihr. Nehmt lemuschel Zanussis Ben-Dor, Polens bekanntester Regisseur Roman Polański. In der polnischen Wikipedia bezeichnet man ihn mit den jüdischen Nummern von seinen Taten. Dort heißt Roman Liebling. Nicht einmal habe ich gehört von polnischen Juden in Israel, als die Sibbe, wo sie haben emigriert in Israel, ist als erst dort, kennen sie sein Polaken. Haraye. In der hebräischen Wikipedia steht noch ein Numen Roman, sein polnischer Mischpuche-Numen Polański. Fahren vorwärts Kohl. In New York, Kobi Weitzner, Warsche. Shalom Aleichem, this is Jamie Chaimi Elman. And this is Ellie Laser Battalion. Und wir sind die zwei Mischugoyim von der Webserie Yid Life Crisis. Ihr hört die Radioprogramm Das Jiddische Kohl auf WNR 1600 AM, Brookline, Boston. A Dank für den Herrn. Hot Hanoye! Ihr hört an übergehaserte Auditia von dem jüdischen Kohl. Nicht telefonieren seid so gut. You're hearing a repeat broadcast of the Yiddish Voice. No phone calls, please. Cheryl Ann's of Brookline, eine Bäckerei mit Koscher und Parav-Gebäcks, mehr wie 25 Jahre, wünscht alle Zuhörer von der Radioprogramm des Jiddische Kohl a süßen und koscheren Pesach. Happy Passover from Cheryl Ann's. Cheryl Ann's befindet sich in Putterham Circle in Chestnut Hill, 10 West Roxbury Parkway, Chestnut Hill. Telefon 617-469-9241, 617-469-9241. Good Yontif von Cheryl Ann's. In dem Land von Pyramiden ist gewesen ein König, bös und schlecht gewesen sein. A guten Abend, teure Radiozuhörer von dem jüdischen Kohl. Das redet David Braun. Ich begrüße alle Menschen Covid Pesach, wie ich tue das alle Jahr und wie mehr tue das alle Jahr. Ich tue alle Menschen in einem.
Wir begrüßen euch, wir begrüßen der Ricker Meier, was halt on als getrei oder die dosige Radioprogramm. Ich begrüße persönlich Meier mit seiner Sprache und euch die Beteiligten in dem Programm, Chassie Segal, Josef Lachmann. Und ich will euch erzählen am meisten, ich bin letztens eine Sache mehr in New Jersey oder in Massachusetts. Bin ich gewesen auf einer Unternehmung, stammen so Menschen, ortige Menschen von New Jersey. Und einer gefindt euch, als ich habe zu tun professionell mit Jiddisch, da erzählt mir, als hat, das ist ein pensionierter Mensch, was hat entdeckt die Internets, sagt mir, als hat gefunden ein Äußer mit Jiddisch Material. Und wo ist das? Sagt mir, wird mir geben den pinklichen Adress. Das ist jiddishvoice.org. Das ist das Webseite von unserem eigenen Programm. Ayasha Koyach Meyer, was dein Programm, der geht zu uns Bostoner Jiden und durch dank der Internets, der geht das zu der ganzen Welt. Seid alle gegrüßt und als Wissen, Kosher und Pesach erhalten. Wollte nicht gewähnen, a größere Held, was hat gekannt. Das ist Sholem Beinfeld. Ich bin Mitglied von dem Jiddisch-Komitee in Arbeit-Ring und ausgewachsen in einer jiddischistischen Sprache. Mein Tate ist gewesen ein Lehrer in die Arbeit-Ring-Schulen. Bin ich sehr zufrieden, was mir haben wir ein Muzzle in Boston, was wir haben eine jiddische Radioshow, das jiddische Call. Will ich heute im Call, der Covid Pesach, begrüßen, Meir Doviden und alle Mitarbeiter in seinem Programm, das jiddische Call und alle Zuhörer zu dem Programm. Ich will euch ermahnen, als wir haben in Arbeitering eine Serie Jiddisch-Lektions, was sind alle interessant. Ich will euch ermahnen, als ich mit noch Mitarbeitern von Arbeitering und von Boston geraten zu in jetzigen Moment an einem jiddisch-englischen Wörterbuch, was wir hoffen, als es wird herauskommen in ein paar Jahren herum. Und das wird heißen, der neue jiddisch-englische Wörterbuch. Schönen Dank und gut Jontiv und a freilichen Koschern Pesach allemen. A guten Abend euch, Choschewe Radio-Zuhörer von Antigen Abend. Versteht sich, haben wir daran reden, wegen der Jontiv Pesach. Es ist so wichtig zu reden wegen dem, weil das ist eine von den größten jungen Töben, wo es ins Vermogen. Aber dann hat Rosh Hashanah Yom Kippur, Rosh Hashanah ist 2 Tage, Yom Kippur 1 Tag, Shavuos 2 Tage, Sukkot 8 Tage, Chanukah 8 Tage. Aber der Jontiv Pesach hat ein bisschen mehr zu sagen wegen dem. Eins, Pesach ist nur der 8 Tage. Pesach hebt sich 30 Tage bevor Pesach. Und Pesach allein. Und noch Pesach. Also der Pesach ist verbunden mit 3 Zmanen, mit 3 Zeiten. In sich halt so ein Schläuschen durch Kodem Achak, Schualen bedoschen welches a Pesach. 30 Tage so gehen sich Chazal, so schön studieren und machen sich gerät von dem größten Jontiv Pesach. Also ich hoffe, wird Sie hören, wollen wir jetzt reden, Tage wegen Jontiv. Der Sedertisch als Symbol für jüdischen Leben. Der Seder, wo Sieden richten ab, der erste Nacht von Pesach, stellt vor das jüdische Leben in allen 4 Winkeln von der Welt. Der Sul 4 beherrscht darüber die ganze Zeremonie herum der Sedertisch. Der Gode ist geschrieben, keine Gitarbo Bonim. Geneget gegen die 4 verschiedene Klassen Jiden. Was befinden sich im Volk? Der Chochum, was begehrt alles zu wissen. Er will alles wissen. Der Rosche,
was lacht up von allem. Der Tam, der Unwissendige, was weiß von kein Sach nicht. In der Scheeno Judea Lischel, was nicht, was weiß gar nicht, weiß damit, ich muss zu fragen, was tut sich bei dem Sedertisch. Man ist mich hier zu trinken 4 Käuses Wein, gegen die 4 verschiedene Leschönos, mit welcher der Rebbeinu de Shalom hat Bazeichen de Geule, wo sie wie Zalti, wie Lokachti, wie Gewalti. Man darf essen 4 Häuptmacholem, welche stellen für die 4 Episoden von Jetzias Mitzrayim. Pesach, Matzo, Moror und Charoises. Dem kommen Pesach, oder wenn wir haben Heint des Roya, zu lieb dem Nest, wo der Malach Hamoves hat übergegeben, die jüdische Heiser, in der Makos Preuros, in die jüdische Kinder seine geblieben leben. Matzo, zu lieb dem, wo Jeden in Eile nicht, zu verlosen mit Mitzrayim, haben keine Zeit nicht gehabt, zu backen richtig Brot, und haben gebacken Matzes. Morol essen wir zu lieb dem, weil wir müssen gedenken, als die Mitzrayim haben verbittert das Leben von unseren Eltern in Mitzrayim. Charoises, was guckt euch verleihen? Muss ich gefunden auf dem Sedertisch. Zu dem, was die Jiden in Mitzrayim haben geschlaft, gearbeitet schwer, Bechäumer, Rubenweinen, machen die Gleimenzigel, verpaares große Gebäudes, große Buildings in Stadt. Die Kinder, von wem die ganze Seder ist gezielt, darf man euch fragen 4 Kasches, als 4 in 4, weil du stellt vor das jüdische Leben in der Arbeit Penesolum die 4 Winkeln von der Welt. Auf derselbe Tatz, der Seder-Tatz, wo es liegen das Roya, Moron und Charoises, muss man euch auflegen harte gekochte Ei, wo es ist das Semen von Abelus. Weil bei Yom Shechalboi Pesach Halboi Gam Tishebov, dieselbe Tag, wo es fällt Pesach, fällt euch aus Tishebov. Shechanovocho Rechaim Semen Tov Ayin Gimel. Beim Sofen Seder soll man nur gießen nach Kos Wein, für Joanovi, welcher darf ins unsogende Geule, weil bei Yom Shechora Beis Hamikdosh Nolat Mashiach. In dem Tag, wenn der Beis Hamikdosh ist zu stark geworden, ist geboren geworden Mashiach, welcher darf die Jiden befreien, die Agude Mesoich verwendet werden mit der Tfille Leshono Habo Bereshaloim. Oder so dreht sich der Kischefkreis, in welcher in so Volk gefindt sich vor tausende Jahren. Eur vechoshech mishtamshim bar Rubio. Eur vechoshech mishtamshim bar Rubio. Licht und Finsternis zusammengeworfen in ein großes Mischmasch, Freit und Treue, Klog und Hoffnung, ausgemischt zusammen. Das ist noch als dem Schicksal von Am Segulo, wo es trotz aller Verfolgungen existierte schon tausende Jahre. Der Lage ist eine höchst traurige. Der Murr in Häuser sind noch als dem Jidens Geur liberal. In alle Länder, wie gefindt sich. In sein Leben bitter, und verschwendet seine Kirche in Boyen, Pissen, Ramses, das heißt, die Größe steht für andere. Feiert noch als seine mulige Befreiung in Avelus auf seinen letzten Ruben. Aber verzweifeln, sich mir Jais an, in aufgebendem Kampf für seine Existenz, das nicht. Der Hoffnung will ich schon noch Habober Shalom, also der Boni Shalom soll noch wollen, wird der Jid schon im nächsten Jahr Jerzichem sein frei in sein eigenes Land, starkt ihm und mutigt ihm. Seder amol in Heint. Goramol, wenn die Jiden haben noch gewohnt in sein eigenes Land, fragen die Pässe, die Gesinnungen gebraucht werden, gemeinschaftlich, und nicht jeden jüdischen Haus besonder.
Auf dem Korben Pesach wird gesucht in die Teure, Kola das Yisroel Yasu Oisoi. Die ganze jüdische Gemeinde muss im Machen zusammen, nicht abgesindert, einer von anderen. Alle Mischpoches, was haben gewohnt in der Gegend, pflegen sich versammeln und Anteil nehmen in dem Korben Pesach. Kaum stellt der Korben vor, der Freiheitssymbol von dem Volk, müssen sich in ihm beteiligen alle Jeden, weil nur durch Vereinigung kann die Freiheit von dem Volk aufgehalten werden. Der Korben Pesach hat durchgemusst gebracht werden auf einen eigenartigen Weg. A Tuchlome Menonom, man hat ihm nicht getut, Essen halb gebroten. A Korben muss ein Volk bringt für seine Freiheit, ob ist bloß halbfertig, ist nicht machaber auf dem ganzen Volk. Hat euch nicht getut sein, Bischel, Mewuschel, Bamoyim, gekochten Wasser. Hat gemusst sein Zlieisch, gebroten auf dem Feuer. Ganz wer ist, weil dann erst anhalt sein eigener Geschmack. Also sagt der Medrische Shemos Rabbi Jutres, Kol ben nechor lo yochal boy. A Fremder tuf in ihm nicht essen. Ob einer fühlt sich fremd zu sein Volk und ist nicht einverstanden mit seinen Ideen und Überzeugungen, soll er nicht teilnehmen im Korben Pesach. Kann auch reinbringen neue Strebungen, wo sollen stören die Entwicklung von dem Volk Leute, Charakter und Tradition. In die Gemorre wird der Korben umgerufen Pesach Ladöros, weil zu jeder Zeit, in jeder Dorf, als die Jeden seine Greize bringen auf Freiheit kommen, müssen sich alle Keuches vereinigen zu arbeiten für die Gule, von dem Binyan Homo in Binyan Horetz. Ob der Korben Pesach wird gebracht von dem ganzen Volk und ist zu greit geworden, Leute Vorschriften in Gesetzen von dem ganzen Volk, ist durch es Atume. Stößt derer von sich ob alle umreinigen. Also sagt der Gemorre im Psochim, darf Zadig Wurf. A Korban, was er Volk bringt für seine Freiheit, ist stand zu heuer. Liebt vor Gott, ob kommt von dem ganzen Volk, von alle seine wirklichen Gekräuches. Der Seder aber, was wir brauchen in Goles, ist bloß ein Sicher von dem alten Seder, was wir haben einmal abgerecht in unser Land, von dem Korben Pesach, wo das ganze Volk hat von ihm gegessen und von ihm genossen. Seine Miljöze mit der Zroja, ein kleines Bändele von allen Korbones, was das Volk bringt für seine Existenz in Golus. In fremden Ländern muss sich zufriedenstellen mit der Bändele. Mehr kann es nicht verwerten. Der Hauptplatz auf dem Sedertisch vernehmen, der Morol, der Größes in der harte Ei, muss es das Zimmer von der Velus in dem Oten, als ist nicht bei sich in der Heim. Der frommer und bewusstsinne Jid, sucht Tage der Fahr in seiner Gode, kasche so hinule sade Reusoi, kein Iske la Soisoi. Wenn wir haben solche gewähnen, ihm aufzurichten, also sollen wir solche sein, ihm zu tun. In Golus können wir bloß Messade sein, einordnen unser Volkskorbones la Soisoi, aufzutun, man muss es dich, von dem Zukunft von unser Volk. Das können wir nur dann beweisen, wenn wir sind in unser eigenes Heim, in unser eigenes Land. Jetzt Choshewe Radio her, weil wir haben das hier in die Gelegenheit, euch vorzustellen, unser teuren Freund, Harafi Scheer Lerner, Schlitte, welcher etwa teitschen uns und erklären die Dinge im Hogem von der Jontef Pesach. In dem Schuss wird der Bunschleim zuhören, der Bias Goyel Zedek bim Hedo Veyameinu Amen Veyamein. Das redet Elke Kellmann im Namen von dem Jüdisch Komitee beim Bostoner Arbeiterring begrüße ich alle Zuhörer Chaverim von dem Jüdischen Chor Radioprogramm. Ich wünsche allen einen fröhlichen Pesach.
Shalom Aleichem, das ist Leah Levitt und ich wünsche alle Zuhörer von dem jüdischen Kol ein süßen, freilichen Pesach und ein gesundes Jahr und lassen wir sich alle treffen auf Simchis und sich zusammenkommen in dem neuen Jahr. Seid alle gesund und hat einen süßen, freilichen koscheren Pesach. Mein Name ist Misha Chazin. Ich bin ein Immigrant von Moldova, von Bessarabien, von der Stadt Kishinev, wo es berühmt mit dem Pogrom. Ich will euch begrüßen mit dem größten Jontov mit Pesach. Und ich tracht dem Jontov, wo der Jontov ist für uns, für die gewesenen Mitglieder von der Ratenverband. Ihr versteht, viele, wenn wir rausgegangen von Mitzrayim, sind gewesen Menschen, welche haben gebänkt, nur dem, wo sie haben verlost. Sie haben sind gewesen Sklaven dort. Nur mit Gott wusste zu essen, mit gewesen sie gewohnt zu der Sklaverei. Nur zwischen unseren Immigranten, Cholile, begegnen euch einige Menschen, die bänken nach der übergelosten Sklaverei. Ich will begrüßen alle unsere Freunde, gute Freunde, und wünschen sie, sollen nun ein gutes Leben du in Amerika, sollen lieben die Erde, die das Land, und sein glücklich in die Pesach der Tag. This is WUNR Brookline. Mein Name ist Max Kellermann. Wir wünschen alle unsere Koinen zu einen gesinnten, freilichen Pesach und einen kuscheren Pesach. Also kaufen die Butcher und so einen kuscheren Pesach. Und allein bei uns tun das for many years to come. You know, the butcher is eine von den besten stores, was ich kann sagen. Und Menschen kommen von all over, because the Gleichens is shopping to do. The Preise sind gut, the Bedienung ist gut. In der Atmosphäre, Menschen kommen heran und sieht einer sich im Zweiten. Also will einer sehen im Zweiten, kommt dann der Butcher, die treffen sich da. Also, ich wünsche alle das Beste. Wir sollen leben bei Jura und tun dieselbe Sache. Eine Frage, ist da eine stille Zeit zu kaufen? Es ist ein sehr verpackter Platz da. Man kann nicht atmen, es ist so verpackt und eng wie Sardines da. Es ist eine Woche, 2 Jahre. Verstehst? Ein ganzes Jahr ist genug. Also Menschen treffen sich, man hat Geduld, man redet alle, man trifft einen und zweiten, wo sie sehen sich nicht. Das ist der Platz, sie treffen sich und sie aber kennen Menschen. Es ist nicht gefährlich, es ist eine Gelegenheit. Es ist eine Gelegenheit. Es ist ein Menschen. Gut, ich wünsche euch einen koscheren, freilichen Pesach. Ich wünsche dasselbe. Teure Zuhörer von dem jüdischen Kol. Es redet euch Josef Lachmann. Ich will euch allen herzlich begrüßen mit unserem liebsten Jontef Pesach. Pesach feiern wir heute im Kol in Andenken von der größten Geschehnis in unserer Over, der Auslöser von den Jiden von der mitzrischen Knechtschaft. Ich will euch betonen, als auf dem Pesach der Seder trinken wir euch eine von den 4 Koises in Andenken von dem, weil der Eberster hat zugesagt die Jiden, als machen für sein Erfolg. Und da gedämmst mit 3.320 Jahren zurück ist geboren geworden unser Volk. Also es Pesach ist einseitig unser religiöser und größter nationaler Jontef. Wie der Steiger ist, wünsche ich euch allen einen freilichen und koscheren Pesach. Seid mir alle gesund und glücklich. Euer Josef Lachmann. Teure Zuhörer zu dem Radioprogramm in Boston, seid begrüßt. Ich bin dankbar für die Gelegenheit, was mir David hat mir gegeben, zu begrüßen nach dem schönen Jontef Pesach, ein Jontef von Frühling, ein Jontef von Befreiung, ein Jontef von Matze. Beim schönen Seder sitzen wir alle in einem Spruch und wir sagen der Haggadah. Der Haggadah, welcher bringt zusammen die ganze Mischproche und man lebt über in einem. Noch einmal, die Befreiung von Mitzrayim. Der Haggadah hat euch irgendwas auf alle Fragen
was mir fragt, von den 4 Kasses, wo die Goy jüngere Kinder fragen, bis die Antwort von den 4 Brüder, die Chacham, Rasha, der Tam, Shenoye, der Elisha. Die alle Antworten werden gefunden in Haggadah. Wir singen zusammen mit dem Sprache, wir lernen die Haggadah zusammen, wir nehmen 4 Käuses, wir trinken in einem, und wir endigt mit der schönen Losung, mit der schönen Wunsch, L'Shana Haba Yerushalayim, wo wir sein zusammen über ein Jahr in Yisrael, in einer freien Stadt, eine Stadt ohne Milchomes. Ich wünsche euch allen einen koscheren, friedlichen Pesach. Das bin ich, Chasse Sigel, herzliche, warme Grüßen von Boston. Seid begrüßt, Chasse. dritte Kashis, שבכל הלילות, אין אנו מגדילים אפילו פעם אחת. הלילה הזה שתי פעמים. Alle nacht voor een ganz jaar, 10 minuten אפילו helemaal niet. Aber die Nacht wird Pesach, 10 mir ein, 2 Mal. Einmal keine Charoises,
in der zweite Mal Zibbele in Salzwasser. Der vierte Kasche ist, שבכל הלילות אנו אוכלים בין יושבים ובין מסובין. הלילה הזה כולנו מסובין. Alle Nacht von a ganz Jure, essen wir sei sitzendig und sei ungelegt. Aber die Nacht von der Pesach essen wir alle ungelegt. Man ist dann nur gespreit, die Silberleichter, die Arbakäuses, fahren Seder als Scheungreit, schmure Matzo Charäuses, in weißen Kittel umgetan, auf den welchen Hessebett, sieht der Tate öffnen, ohne die Mame bei der Seite. Und mir fragen die vier Kasches, man ist anno halaylo haze, mikol aleilos. Der Zell der Tate säubere Meises und mir vergafte Herren aus. Avodim hainu Knecht sind mir gewähnt beim Rosh Paro in Mitzrayim. Unser Zar hat Gott ersehen, von Knechtschaft uns getun befreien. Me trinkt a Käuse, me macht a Mäuzi und me Häppchen und dem Tisch. Me tun dem Morer in die Charäusis und me nehmt sich zu dem Tisch. Me trinkt a Käuse, me macht a Mäuzi und me Häppchen und dem Tisch. Me tun dem Morer in die Charäusis und me nehmt sich zu dem Tisch. Der Tate singt noch ist freilich und schmechelt so lieb. Die Mame bringt Madane Mela und mir dacht es tanzt die Stub. Der Kosselio a Fuller steht mit reuten finkeldicken Wein. Unser Tier ist offen breit. Elio, Hanovi, kommt Guten Abend, Choshewe Zuhörer. Pesach Night haben wir
verschiedene Mitzvahs. Die erste Mitzvah ist zu essen Matze, das ist die Chosheve Mitzvah. Wir haben echt die Mitzvah zu trinken vorgläserlich auf Wein. Man freuen, jeder eine darf mekayem die Mitzvah. Wir essen morgen, wir essen noch ein paar Sachen zu denken die ganze Meise von der Reisgen von Mitzrayim. Aber eine von den Chosheve Mitzvahs in dem Abend ist Sipur Yetzias Mitzrayim. Zu erzählen, wie der Eberster hat uns herausgenommen von Mitzrayim. In Emerson nicht nur Pesach bei Nacht, wir haben die Mitzvah zu erzählen, wie der Eberster hat uns herausgenommen von Mitzrayim. Jeder Tag, wenn wir sagen, Krishme mit der Mond wegen der Reisgen von Mitzrayim. Jeder Tag wir erzählen wegen Yetzias Mitzrayim. Aber die Nacht, sie darf sein etwas anders. Wir darf das erzählen echt zu den Kindern. Nicht nur zu uns allein, nicht nur zu älteren Menschen, aber die Teure will als echt kleine Kinder, sie wollen wissen wegen der ganzen Meise von der Reisgen von Mitzrayim. Der Pfarr haben unsere Chachomim Mesaken gewähnt, als Pesach bei Nacht ein Kind darf fragen, ein paar Scheiles bei seinen Eltern und jemals, bei zu entführen, die Scheiles zu den Kindern, die Eltern will erzählen sie die ganze Meise, die ganze Sipur für Yetzias Mitzrayim. Und jetzt will ich vorstellen, ein Chosheven Gast, Mendel Lerner in 2nd Grade in Lubavitcher Schule in Brookline, Lubavitcher Yeshiva in Brookline, wird stellen die 4 Kashas auf Jiddisch und sein Tate Rav Lerner wird weiter Mamschach sein mit dem Erklären die 4 Kashas und übergeben an Enfer. Tate, ich will bei dir fragen 4 Kashas. Man ist an der Leila Mikol. Was ist anders die Nacht von Pesach, von alle Nacht von der ganzen Jahr? Die erste Kasche ist, alles in einem Matpilena, viele Paramechas, Leila steht bei alle Nacht von der ganzen Jahr. Danken mir nicht einer viel einmal, aber die Nacht von Pesach danken mir 1-2 Mal. Einmal Karpas in Salzwasser und die zweite Mal Mara in Gereises. Die zweite Kasche ist, habe ich alle Leute ich nehme mit Matze, Leila sehr cool, Matze, alle Nacht von der ganzen Jahr. Essen wir Chametza der Matze, aber die Nacht von Pesach essen wir nur Matze. Die zweite Kasche ist, habe ich alle Leute ich nehme, Leila sehr Mara. Alle Nacht von der ganzen Jahr essen wir allerlei Grünzen, aber die Nacht von Pesach essen wir bittere Grünzen. Die 4. Kasche ist, habe ich alle Leute. Und ich lebe nicht, wenn ich bin so, bin Leila sehr cool, und ich so bin. Alle Nacht von der ganzen Jahr essen wir sei, sie sind dekorate und sei angelegterheit. Aber die Nacht von Pesach essen wir alle angelegterheit. Tate, ich habe bei dir gefragt, 4 Kasses jeder. Ich denke mir Terz. Okay, Mendel, gut gefragt. Und ich will dir entführen in kurz die alle 4 Kasches, was du gefragt. Wir essen heint bei Nacht Matze zu der Monen, die Breit, was unsere Eltern gegessen, herausgehendig von Mitzrayim. Sie haben nicht gehabt genug Zeit zu backen ein regular Brot. Sie haben
Sie haben gedacht, Reusgen von Mitzrayim sehr gern. Der Pfarrer haben nicht gehabt genug Zeit zu backen, a sehr breit. Sie haben gegessen, was sie haben gehabt. Sie haben gegessen Matze. Der Pfarrer, mir echt essen Matze. Wir essen Karpas und wir essen Morer. Gott, sie seien nicht so Geschmack wie alle essen, aber mir will echt dermonen, wie sehr bitter und nicht Geschmack gewähnt zu unseren Vaters in Mitzrayim. Und die Nacht, wir sitzen ungeläuterheit, weil heint wir seien Bnei Chorin. Wir seien nicht Kinder vor dem, jeder Eid ist a sei wie a King. Der Pfarr, echt sitzen wir a sei wie König. Aber Mendel, mir darf eine Sache dermonen und mir darf eine Sache gedenken. Heint bei Nacht, es ist nicht nur, als mir redet wegen einer Sache, was dort passiert, ein paar tausend Jahre zurück. Und mir erzählt, was ist geschehen mit unserer Seides. Wir haben echt unsere Mitzrayim. Jeder einer hat für sich sein eigenes Mitzrayim, sein eigenes Problem, sein eigenes nicht gute Sachen. Und heint bei Nacht, wenn wir sitzen zusammen und mir erzählt, wie der Eibester hat herausgenommen, unsere Seides von Mitzrayim, das macht, als der Eibester wird uns echt herausnehmen von unserem Mitzrayim. Ich will euch wünschen, als die Jahr, mir wird alle praven dem Seder, aber nicht nur in unserer Heizers da, in Ausland, nur noch alle zusammen, in Eretz Yisrael, in Jerusalem, und wir wird bringen den Korban Pesach zusammen mit Moschiach gleich in unsere Zeit. A guten Yom Tov. Ich will noch dermonen, als Pesach Nacht, beide, Shabbos Nacht, which is April 19, und Sonntag bei Nacht, April 20th, wir will machen a größer Seder an Holiday Inn, 1200 Beacon Street, ist jeder einer ist einladen, will kommen, bitte calls zu uns Office 617 739 1999. Noch einmal 617 739 1999.